Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Union Berlin. Und ich denke, die eine oder andere Frage zu Joshua Kimmis Vertragsverlängerung und Lobeshymnen werden ja mit Sicherheit auch noch kommen. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Ja, das ist natürlich wieder hier absolutes Champions League-Niveau, unser PK. Dass wir erstmal wieder so die ersten 15 Sekunden keinen Ton haben. Aber gut, so ist das bei uns, ne? Müsst ihr euch nicht wundern. Auf sich warten. Da ist der Ton. Guck mal. Manuel Bonke hier vorne für TZ und Merkur. Hier noch ein bisschen lauter, Mann. Guten Das Morgen. Mikrofon am Herr Start. Kompanie, Spiel gegen Union Berlin. Mit was für einer Partie rechnen Sie? Weil so gegen Bochum hat man sich schwer getan, so ein vermeintlich kleinerer Gegner. Gegen Kiel war spannend, gegen Celtic war spannend. So die Underdogs, das ist immer so ein bisschen schwer diese Saison gefühlt. Ja. Boah, Max Eberls Gesichtsausdruck wild. Also ich glaube nicht, dass Union Berlin sich hinten reinstellt mit Steffen Baumgart. Der ist da irgendwie auch nicht der Trainer für, glaube ich. Also von daher gehe ich schon davon aus, dass wir ein bisschen Platz kriegen werden. Aber mal sehen. Obwohl Celtic noch ein bisschen anders ist. Ich würde sagen, es gibt keine leichten Partien und deswegen ist es auch keine. Es ist nicht so außergewöhnlich, dass es mal nicht einfach ist, aber Hauptsache, wir müssen gewinnen natürlich. Das ist natürlich, wie wir das anfangen. Und Union Berlin hat im letzten Spiel gegen Frankfurt sehr gut gemacht auswärts, überzeugend auch gewonnen. Und ja, es ist auch sehr deutlich, was die machen. Ne? Und das kann immer gefährlich sein, aber letztendlich unser erster Anspruch ist, dass wir da auch eine total komplette Leistung bringen und letztendlich die 3 Punkte nach Hause bringen. Und dass es nicht leicht ist auch, das gehört dazu, das ist Bundesliga-Fußball. Dankeschön, dann ist Wieso? Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur an der Reihe. Herr Kompanie, wie sieht es denn personell aus und gibt es für Sie einen Grund, wieder großflächig zu rotieren? Und die zweite Frage nochmal zu Union. Das ist ein Grund geben, großflächig zu rotieren. Also es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Also von daher Feuer frei, Alter. Alles, was gute Leistung bringt, rein in den Bums. Der Trainer darf nicht im Innenraum sein, also nicht bei seiner Mannschaft. Wie bewerten Sie so etwas? Haben Sie das eigentlich selbst schon mal erlebt? Und Steffen Baumgart ist ja schon eine Show so an der Seitenlinie. Sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie das nicht erleben? Ja, aber ich sage immer, dass es die Spiele sind letztendlich, die Tore machen und die das Unterschied machen. Aber ich verstehe schon, dass die Führung von der Seite, gerade wenn es über diese Energie geht, dass das natürlich immer eine Rolle mitspielt. Ich erwarte wahrscheinlich, dass die Assistenten das auch irgendwie ein bisschen ersetzen am Spieltag. Aber ja, das gibt letztendlich immer, ich glaube, als Trainer hast du immer Vertrauen nicht nur in deine Mannschaft, aber auch in deinen Staff. Und dann wird die Herangehensweise normalerweise nicht ändern, aber trotzdem, so eine Persönlichkeit wird natürlich immer ein bisschen vermisst, dann das kann nicht anders sein. Und sonst, Entschuldigung, erste Frage nochmal? Personal. Ja, Personal. Wie oft rotieren Sie diesmal? Gibt es einen Grund vor der Länderspielpause? Ich habe eigentlich nie gesprochen über Rotation. Ich habe oft gesprochen über Vertrauen in den Kader. Wir haben das eigentlich die ganze Saison gemacht. Und manchmal war das eine Notsache. Ja. Notwendigkeit. Ja, so es war manchmal einfach so, weil wir könnten nicht anders. Und ja, wenn du verlierst, dann ist es einfach so, dass du akzeptieren musst, dass man sucht auf einen Grund und kein Problem damit. Aber sonst habe ich total Vertrauen in den Kader, ob wir jetzt viel rotieren oder nicht.
es geht nicht darum. Wir werden schön stark aufstellen und sehen, dass wir alle Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und danach zum Kader, wir haben natürlich Pavlo, das wissen Sie, die jetzt noch nicht zur Verfügung steht, Manu Neuer immer noch nicht, Paulinho natürlich wegen die rote Karte. Und dann kommt nur noch Min-Jae Kim dazu, ein bisschen noch verletzt, aber hoffentlich nicht, dass er zu lange ausfällt, aber trotzdem für die nächsten paar Wochen reicht es nicht. Ja, ich denke, viel mehr werden wir auch nicht rotieren. Vielleicht rotieren wir noch einen Conny Leimer raus, dass wir erstmal mit dem Stunny anfangen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht bekommt aber auch Boe wieder ein bisschen Spielzeit. Das wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich im Großen und Ganzen gewesen sein. Ja, vielleicht auf den Außen, vielleicht kommt ein Gnabry wieder rein für einen Koman oder wenn Sané jetzt 90 Minuten auf der Bank saß, vielleicht kommt der in die Startelf. Aber das wird es auch gewesen sein an Rotation. Eins davor, Mario Krischl für den Kicker, bitte. Ja, da direkt die Nachfrage, was hat er denn? Und du hast gesagt, es ist sehr deutlich, was Union macht. Was ist das denn? Yeah. So if I can answer in English, just to make it a little bit easier. Min-Jae's had a little bit of struggle recently with his Achilles tendon, so that's something that was known. But in the end, it's just a bit of management of the place, and hopefully and normally he will be available again at some point. But we just need to make sure that we don't overuse it with this week's load that he's already had. Ja, müssen wir ja auch nicht. Du hast einen Airweg, du hast einen Ito, der das spielen kann. Du hast sogar einen Stunny, der Innenverteidiger spielen kann. Also da musst du jetzt auch keine Risiken eingehen. So that's it, but it's not going to be hopefully something too concerning. And then when it comes to Union, I mean, you have to look at the game against Frankfurt, but also Mainz and other games and different games. But, you know, they're a team who live for certain moments, you know. They have an interesting way to move the ball in the beginning in the first phase of play to attract the pressure, and then they are able to go fairly direct to strikers and midfielders who believe in these moments for the second balls and believe in these early crosses, early shots, and this creates always these little moments of chaos that of course in home games can be beneficial and create something. And it's also a team that has been used to mix between, and I've mentioned it in recent weeks because other teams do it as well, but they've mixed between, you know, defending really compact and at the same time, and they have a team with a lot of players who have, I would not say defensively oriented, but they have real defenders in the team, you know, that know what to do in these moments to defend the box. And then on the other side, it's a team who is also able to put pressure in certain moments of game where they end up in a man-for-man situation and they're quite comfortable doing it. So how they play and what they do in the game, that's absolutely up to them. But it's not that we will go there and underestimate the opponent, absolutely not. We know the qualities they have, and but we have to be at our best on the day, and that allows us to obviously then look forward to hopefully bringing the 3 points back to Munich. Dann in der Mitte bitte Michael Schröer für die Bildzeitung. Hoffen wir's. Hallo zusammen, meine Frage an Max Eberl. Leon Goretzka, der war zuletzt richtig wichtig für den FC Bayern. Ist es möglich, dass es da nochmal ein Umdenken gibt, wenn wir über eine gemeinsame Zukunft, vielleicht über 2026 hinaus sprechen? Geht immer schnell, die Sprünge werden sehr groß. Erstmal sind wir, glaube ich, in der ganzen Sache alle zusammen sehr korrekt und offen umgegangen. Leon hat seit dem 1.9. hier sehr, sehr gute Leistung gebracht. Er hat die Momente genutzt. Paulinho war verletzt, Pavlo war verletzt, jetzt ist Pavlo krank. Und Leon hat seine Wichtigkeit unterstrichen in der Saison und ist jetzt auch für mich berechtigterweise für den DFB wieder nominiert worden. Dementsprechend ist das für uns alle eine super Situation. Und was jetzt über 2026 hinaus ist, jetzt habe ich gerade ein paar Verlängerungen mal abgeschlossen. Jetzt kommen sofort wieder die nächsten Namen. Das ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Ich verstehe das. Aber darüber haben wir uns jetzt echt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, Leon ist extrem happy. Leon ist wichtig in der Mannschaft, hat sich wieder daran gekämpft, hat sich zum DFB gekämpft, bringt für uns sehr gute Leistung und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Dann hier vorne in der ersten Reihe Torben Hoffmann für Sky. Bitte. Ja, also nochmal, man hat einen Tom Bischof verpflichtet, war also
Ich meine, will wir beim Leon auch über irgendwie 10 Millionen Gehalt reden, würde ich ja sagen, jo, let's go, Feuer frei, aber wir reden da auch an die 20 Millionen. Also, sorry Leon, auch du wirst nächsten Sommer leider ein Verkaufskandidat sein und ich bin gespannt. Ja, Leon hatte natürlich das Glück. Erstmal hat er das gut gemacht, haben wir ja letztens Simon drüber geredet. Ansonsten hatte er halt das Glück, dass ein Pavlo oft verletzt ist. Natürlich, was für ein Pavlo schlecht ist. Und dass ein Colli Laimer halt einfach als Rechtsverteidiger aufgestellt wird, was in meinen Augen eine völlige Farce ist. Ja, sonst würden wir halt gar nicht über Leon Goretzka reden. Ich denke, Colli Laimer würde diese Rolle mindestens genauso gut machen, wenn nicht sogar besser, weil er ja nochmal ein bisschen besser ins System passt, meiner Meinung nach, in der Mitte. Warum er da als Rechtsverteidiger rumdümpelt, weiß nur der Verein und Vincent Kompany. Keine Ahnung. Aber ja, wir reden davon, irgendwelche Kosten zu reduzieren, dann kannst du kein Leon Goretzka mit dann auch 30 oder 31 auch noch verlängern, wie ein Kimmich jetzt für 4 Jahre, was auch eine Farce ist eigentlich. Ja, wir werden es sehen. Bitte. Vielleicht an beide. Kaugummi-Verhandlungen mit Kimmich sind beendet. Vielleicht auch für dich, Vincent, wie froh bist du, dass es dann auch über die Saison hinaus mit ihm weitergeht? Und auch Max an dich. Wir haben es ja gerade gehört, will jetzt gar nicht weitere Namen durchkauen, aber vielleicht nochmal rückblickend eine Einschätzung von dir. Ist manchmal ein bisschen schwierig, sich selbst einzuschätzen, aber wenn man auch sieht, welche Verlängerung du jetzt alle über die Bühne gebracht hast, wie würdest du dahingehend Naja, also da brauchen wir gar nicht drum reden, jetzt zu sagen, oh ja, hast du toll gemacht, die Verlängerung, Alter. Dann guck mal an, was da an den Gehaltskosten sind. Ja. Hätte er die Gehaltskosten mal in Grenzen gehalten, dann könnten wir ja sagen, ja, hast du gut gemacht, Max. Ja, aber wenn wir bei Musiala wirklich von 25 reden, bei Kimmich von 20, bei Alphonso Davies von 15, dann ist das jetzt auch keine Kunst, diese Verträge zu verlängern, Alter. Ja, das müssen wir mal ganz klar sagen. Na? Hätten wir jetzt, keine Ahnung, bei Kimmich von 15 geredet, bei Alfonso von 10, bei Jamal von 15, dann hätten wir sagen können, ey, Max, hast du aber einen richtig geilen Job gemacht. Aber so, ja, ist das nichts Außergewöhnliches. Was auch mitunter kompliziert war, deine Arbeit bis dato dann auch beschreiben oder bewerten? Danke. Ja, also ich bin erstmal immer glücklich, wenn es nur über Fußball geht. Das heißt, jetzt ist das eine Diskussion, die vorbei ist und dann geht es eigentlich nur noch um Fußball und das ist für mich immer eine Idealsituation. Aber sonst gehört das auch dazu, dass diese Momente gibt und wichtig ist dann für mich, wie die Spieler, was die Spieler bringen im Training, was die Spieler bringen in die Kabine und dann noch leisten am Wochenende. Und weil Jo das so gut gemacht hat für uns diese Saison, war das eigentlich nie ein Thema für mich. Einfach wegen, wie der Junge umgegangen ist mit dieser Situation. Und das ist auch meine Rolle, zu schauen, dass das da keinen Einfluss hat. Und dann bin ich natürlich auch froh für die Vereine, für Jo Kimmich selber, dass die jetzt, dass dieser Schritt vorbei ist und dass wir jetzt wieder einfach Fußball vorne haben. Tom, was soll ich mich selber beurteilen? Also wir haben einen Plan gehabt am Anfang der Saison. Wir haben Spieler gehabt, wo wir gesagt haben, den Plan konntest du nicht umsetzen. Die wollen wir unbedingt verlängern, weil die für die Zukunft des Vereins aus unserer Wahrnehmung extrem wichtig sind. Wir haben zusammen Wege gewählt, wo man sagt, okay, es hat lang gedauert, es wurde sehr viel um uns herum geschrieben, aber ich glaube, wir haben über die ganzen Wochen und Monate, so empfand ich, natürlich haben wir nicht so transparent kommuniziert, dass ihr schon wusstet, in welche Richtung geht das, aber trotzdem immer sehr klar gesagt, wie Stand der Dinge sind, wie die Gespräche sind, ob es jetzt bei Manuel Neuer war, ob es bei Jamal war, ob es bei Fonsi war oder eben auch bei Josh Kimmich. Und es ist alles so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir uns gewünscht haben. Das war das Ziel, das hat ja auch unser Präsident auf der Jahreshauptversammlung gesagt, dass die 3 Jungen... Ja, da gehe ich mit. Aber sind wir ehrlich, dass die Vertragsverlängerungen so lange gedauert haben, zeigt halt einfach auch, dass man das nicht so wirklich umsetzen konnte, was man sich wahrscheinlich vorgestellt hat, so gehaltstechnisch. Ja, man wird wahrscheinlich mehr Gehalt zahlen, als man das gerne gewollt hätte, könnte ich mir vorstellen.
Ob die Zahlen natürlich immer alle so stimmen, die da im Umlauf sind, ist immer eine andere Geschichte. Ja, das werden wir nie zu 100% wissen. Von daher können wir das nie zu 100% bewerten, Max Eberts Arbeit. Aber jetzt einen Schulterklopfer Max Ebert zu geben, dass Spieler wie ein Kimmich, wie ein Musiala oder wie ein Davis oder wie ein Neuer beim FC Bayern verlängern, Alter. Ey, wir sind der FC Bayern. Ja, um das mal klipp und klar zu sagen. Ja, wir gehören zu den Top 5 in Europa, Alter. Punkt. Feierabend. Ja, da braucht keiner irgendwas anderes erzählen. So. Ja, es sollte jetzt keine große Kunst sein, da Argumente zu haben, beim FC Bayern zu verlängern. Ja, also. Schon extrem wichtig wären für uns. Wir den Plan eben auch im Torwartbereich hatten, den wir dann umgesetzt haben. Also wir hatten einen Plan, den haben wir in Ruhe behandelt. Ja, da kriegt er Lob von mir. Für den Torwartbereich finde ich auch, das hat man gut gehandelt. Auch mit Peretz jetzt, wenn er wieder fit ist. Wenn man guckt, dass man den vielleicht nochmal verliehen kriegt für ein Jahr und er da ordentlich Spielpraxis kriegt und dann kann man in ein Jahr schauen, ja, Peretz, Urbich. Ja, ich muss leider den Namen Nübel sagen, ich möchte ihn bei uns nicht sehen, aber ja, da sind wir ganz gut aufgestellt. Natürlich diskutierend vorangetrieben und es wurde ja in der Zeit schon sehr, sehr viel kommentiert. Und Jugendspieler, Umgang mit Jugendspielern, Note 6. Ja, dass man alle Spiele abgegeben hat und es nicht hinbekommen hat, da nur ansatzweise mal den Jugendspielern Vertrauen zu geben und einzubinden, ist leider ein Trauerspiel. Begleitet, ist es gut, was wir machen, ist es schlecht, was wir machen, dauert zu lang, man müsste mal härter sein. Das haben wir alles wahrgenommen, aber haben uns ein Stück weit davon nicht beeinflussen lassen und dementsprechend, wir hatten die... Das ist auch richtig. Ja, was immer wir oder ich hier quatsche oder ihr denkt oder irgendwelche Reporter von sich geben, ja, wir können das natürlich tun, das ist Fußball, macht den Fußball ja raus. Am Ende darf sich natürlich der Verein davon nicht beeinflussen lassen. Ziele, die Jungs zu verlängern, das haben wir geschafft. Darüber bin ich extrem glücklich. Wir haben parallel aber auch geschafft, dass es nie Unruhe groß in der Mannschaft und um die Mannschaft gab. Das war ja uns das elementar Wichtigste bei den ganzen persönlichen Themen. Ist es ja wichtig, dass der Mannschaftserfolg eben bestehen bleibt, weil die Mannschaft, der Erfolg und der Verein, das habe ich auch immer gesagt, steht über allem. Da ist kein Spieler, kein Trainer, kein Sportdirektor, Sportvorstand größer. Und das war einfach wichtig, dass wir diesen Prozess zusammen mit den Parteien, mit Winnie natürlich als Trainer, der auch immer ein Gefühl haben wollte, wie es Stand der Dinge, aber wie die Erfolge eben waren, hat man gezeigt, dass das alles zusammen einvernehmlich gelaufen ist. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass die Spieler eben über den Sommer hinaus beim FC Bayern sind. Dann ist Manuel Bunke wieder an der Reihe, bitte. Eine Frage an Herrn Eberl. Herr Eberl, jetzt ist der Vertrag von Joshua Kimmich eingetütet. Wie war es denn jetzt eigentlich? Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Mit einem Spieler wirklich 1:1 sowas auszuverhandeln? Ist da die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen größer, weil ein Berater kann man vielleicht Sachen eher am Kopf hauen als ein Spieler oder ist es ähnlich? Von der Verhandlungsführung her. Es ist anders und das ist sehr, 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 sehr mannhaft, was Jo macht, weil als Spieler für sich selber einzutreten, ich weiß nicht, Sie haben vielleicht auch Vertragsverhandlungen mit Ihrem CEO und dann da hinten zu setzen, sagen, ich stelle mir aber Summe X vor und der sagt, sind Sie wahnsinnig oder Aufsichtsrat, sind Sie wahnsinnig viel zu viel und dann ist es schon immer schwierig für sich selber da einzustehen, parallel noch ein paar Leistungen zu bringen alle 3 Tage. Deswegen habe ich auch Jo gesagt, dass mich das sehr, sehr beeindruckt hat, aber am langen Ende ging es wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange um die Perspektive, um seine Empfindung. Er ist schon lange bei Bayern, hat er gesagt, 10 Jahre. Er ist hier zum Mann gereift, wie er selber gesagt hat. Und das hat er auch gelebt. Und er wollte einfach wissen, sind wir kompetitiv in den nächsten Jahren, um einfach die Meisterschaft... Sorry, Alter, den Take fühle ich halt gar nicht. Ja, und das ist auch, was ich da in dieser ganzen Phase kritisiere mit dem Kimmich. Nochmal, wir reden über einen Top-5-Club in Europa. Ja, und dann setzt sich dann Jo Kimmich hin und sagt, ja, sind wir denn die nächsten 5 Jahre kompetitiv? Ich möchte noch ein bisschen was erreichen in meiner Karriere. Alter, erstmal ist auch, wenn er dann der Faktor, weil er möchte doch der große Kapitän sein, der große Anführer, der große Führungsspieler, ja, dann ist er doch schon mal der große Faktor, ja. Und ja, sorry, ich gehe da nicht mit. Also das ist für mich eine dumme Ausrede gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er andere Gedanken gehabt, mit anderen Vereinen verhandelt. Alles gut und schön, das ist mir am Ende auch Wurst. Aber das da hinzustellen, zu sagen, ich setze mich beim FC Bayern hin und sag mal, ja, ihr müsst mich jetzt aber mal überzeugen, wie kompetitiv seid ihr denn die nächsten 5 Jahre? Alter, dann musst du dir doch schon mal die Frage stellen, was hast du die letzten 10 Jahre denn hier beim FC Bayern erlebt? War der FC Bayern schon mal nicht kompetitiv? Oder wenn er mal eine schlechte Saison hatte, wurde dann nicht alles daran gesetzt, wieder in die Spur zu kommen? Ja, also, sorry.
Das kann kein Argument sein. Und wenn das wirklich ein Argument ist von Kimmich, Alter, dann bist du fehl am Platz, Alter. Dann bist du nicht dieser Führungsspieler und dieser geile Typ, der du gerne sein möchtest. Sorry. Ja, das ist eine Aussage, die fühle ich gar nicht, Alter. Meisterschaften zu holen, um die Champions League zu spielen. Und das haben wir ihm. Ja, und das tun wir immer. Das tun wir seit 10 Jahren, Alter. Ja, was soll das? Was soll das? Ich meine, erst recht die deutsche Meisterschaft, die wir abonniert haben. Ja, letzte Saison durch eine überragende Leistung von Leverkusen mal nicht geholt. Aber das weiß doch Joshua, wenn er seit 10 Jahren im Verein ist. Ey, wenn das ein Spieler wäre, der seit 2 Jahren im Verein ist und sonst sich nie mit dem FC Bayern beschäftigt hat, dann könnte ich ja sagen, jo, alles klar. Komm mal klar, versuch den nochmal zu überzeugen. Aber doch nicht ein Spieler, der 10 Jahre in diesem Verein ist. Der weiß doch, was beim FC Bayern, der weiß doch auch, wie die Champions League Historie ist. Also, über was reden wir, Alter? Sorry, das ist, das kriegt Puls. Auch sehr, sehr offen und transparent gesagt, was unsere Gedanken sind, was unsere Ideen sind. Wir haben einen Trainer, der natürlich auch ein wichtiger Faktor war in den ganzen Gesprächen, weil die Mannschaft, und das merkt man ja auch, das hat man ja auch in Äußerungen von Joshua dann gehört, dass er sich extrem wohlfühlt und wohlfühlen eben nicht nach dem Motto, hey, der mag mich, sondern der findet mich gut, aber der will auch Erfolg, der fordert. Und das war, was Joshua eigentlich am allerwichtigsten war. Und das kann man schon dann wieder mit dem Spieler besser besprechen, als über den Berater an den Spieler zu spiegeln. Und das, was dann am langen Ende das Vertragliche betraf, das war dann relativ einfach und transparent. Das habe ich ja auch noch mal an einer Stelle gesagt. Es ging da gar nicht darum, dass Josh gesagt hat, ich muss das verdienen, ich will noch das haben. Das muss ich fairerweise sagen, das waren die kürzesten Gespräche und die gemeinsamsten Gespräche. Dann ging es um Details, aber nicht um große Dinge. Und dementsprechend kann man zusammenfassen, es ist anders. Naja. Wenn es da auch nicht so um die großen Dinge gegangen wäre, dann hätte der Aufsichtsrat ja auch nicht erstmal den Bums abgelehnt, wa? Aber mit einem Spieler wie Joshua Kimmich war dann das Kompliziertere, das Einfachere und nicht einfach, weil er alles akzeptiert hat, sondern weil es einfach ganz transparent war und wir eine sehr gute Ebene, ein gutes Fundament hatten. Dann Florian Schiemak bitte für Munich Online. Ja, wie gesagt, ich fühle den Take gar nicht. Eine Frage an Herr Eberl. Nach der Vertragsverhandlung oder Verlängerung ist vor der Vertragsverlängerung, gibt ja noch 3 Verträge im Kader, die auslaufen. Gibt es da jetzt einen Zeitplan, den man angehen will oder ja, wie sehen die nächsten Wochen da aus? Ja, die werden alle auslaufen. Ist mein Take. Warum? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast die anderen 3 für Unsummen verlängert. Ich denke, Müller wird man nahelegen, Karriere zu beenden, ist sportlich kein Einfluss mehr. Eric Dyer wird man opfern, weil man da ein paar Millionen Gehalt einsparen kann und man mit Stani und Ito 2 weitere Innenverteidiger in der Mannschaft hat oder Außenspieler, die Innenverteidiger spielen können. Und Leroy Sané darfst du aufgrund der sportlichen Leistung auf jeden Fall nicht verlängern. Und allein da sparst du 20 Millionen Gehalt ein bei Leroy. Also. Jetzt kommt meine Floskel wieder, dass wir uns da schon Gedanken machen natürlich, dass wir auch mit den Parteien schon gesprochen haben und natürlich auch sprechen werden. Und das, was ich immer gesagt habe, ich möchte, dass Themen eigentlich vor der wichtigen Phase geklärt sind. Jetzt kann man fragen, was ist die wichtige Phase? Ja, ich glaube, dass wir wenn jetzt Viertelfinale Champions League kommt, über was reden wir, Alter? Die Schlüsselspieler erstmal geschafft haben. Und jetzt gibt es natürlich mit Thomas einen ganz besonderen Spieler. Es gibt mit Leroy einen besonderen Spieler und auch mit Eric Dyer einen Spieler, der wirklich sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann. Und die Gespräche werden wir jetzt auch dann zeitnah führen. Zeitnah heißt für mich einfach in den nächsten Wochen. Der Plan ist aber, in die Verlängerung zu gehen. Den Plan präsentieren wir dann, wenn wir es entschieden haben. Machen wir noch 3 Fragen, bitte. Klaus Bergmann wieder. Herr Kompanie, Max Eberl hat gerade Eric Dyer angesprochen. Jetzt auch, weil Kim ja ausfällt, rückt er natürlich noch mal wieder mehr in den Fokus. Sagen Sie mal, wie müssen Sie den eigentlich steuern? Der ist ja immer verfügbar, der bringt auch immer Leistungen, wenn er eingesetzt wird. Müssen Sie mit dem speziell reden, weil er ja doch eine Rolle hat, so ein bisschen pendeln zwischen Bank und Feld, wo er dann wieder wichtig ist? Und wie sehen Sie seine Perspektive? Und Herr Eberl, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Länderspielpause zum Urlaub nutzen, nach auch all den Verhandlungen. Oder eine Frage auch zum Sommer, diese Club-WM. Haben Sie da jetzt schon verschiedene Pläne aufgestellt? Wir kommen ins Champions-League-Finale, wir kommen nicht ins Champions-League-Finale. Dann gibt es vielleicht Urlaub für die Spieler vor der Club-WM oder nach der Club-WM. Und wann brechen Sie denn eigentlich auf?
zu dieser Club-WM? Jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Just to answer this question precisely, so I think someone like Eric is it's the things I recognize in a player like Eric are, I think, things that are fundamental as well for a team in general. It's absolute professionalism, but not just professionalism. So it's desire to become better yourself, desire to make your teammates better. I'm usually quite reserved when I speak about my players, but in general, I think sometimes it's better to highlight those who haven't played as much. Although I think meanwhile he's played quite a lot recently, and he's played a big role in big games for us. But in general, it's difficult to find the right balance between having a competitive squad, it means good players, and able to sometimes have another player play and still not lose any sight of your ambitions, and to align it with this thing what we call team spirit. It's really difficult, especially at this level. And someone like Eric, yes, of course we talk, but and usually when you spend time talking to these players, it's usually more out of respect than out of necessity, because these players normally they don't need talking to a lot. They know what they're doing. They know what to do for others as well. So I think you can see in how I'm talking about the situation that I have massive respect for these type of stories in the team. Like at some moments you ask me questions about Leon Goretzka during the season and stuff. I like these type of stories in a squad because I know that for every Leon Goretzka, for every Eric Dyer, there's another guy who maybe feels the same, goes through the same. And these type of examples are so good for the squad to sort of say, okay, you know, focus on your work and try to help the others around you, and then you can still have your moment. We know at the beginning of the season who starts the first games, but we never know who plays the finals. And this has to always be in your mind. And the next seasons, you don't know again. So yeah, and as to the future, there are always discussions that have to do with more parties than just myself. And my only role is to speak to the players. So the moment we have time to speak to the player and the moment that the club is aligned, we'll have always those conversations with the players. And from my side, it's only with the players. Viel erzählt, wenig gesagt. Ja, er sagt ja, ihr habt es ja wahrscheinlich verstanden, seine Aufgabe ist mit den Spielern zu sprechen, nicht wer nächste Saison da ist. Hat gesagt, dass es, ja, das soll sich ja auch sagen, Eric Dyer ist ein No-Brainer. Ja. Der arbeitet, der macht, der tut, der mosert nicht. Der wird mit Sicherheit auch unzufrieden sein, wird wahrscheinlich auch mehr spielen wollen. Er hat das Beispiel Leon Goretzka auch angebracht. Eric Dyer ist so dieselbe Kerbe. In meinen Augen müsstest du mit dem Eric verlängern. Ist ein absoluter No-Brainer. Ich glaube es nicht, dass passiert, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Die Frage ist natürlich auch, was Eric will. Na, vielleicht will er auch einfach mehr spielen. Schwierig, ne? What's that? I want to always communicate long-term decisions with the players and only with the players. Ja, und wegen der Club-WM, ich glaube, die unzähligen Fragen, die du in den Raum gestellt hast, klar, die stellen wir uns auch. Am Ende planst du eine Saison natürlich bis zum letzten Spieltag. Und das Champions-League-Finale ist halt der letzte Spieltag einer jeden Saison. Und solange wir dabei sind, planen wir diesen Termin auch. Wissen aber, dass wir noch Schritte zu gehen haben bis dahin. Und die Club-WM macht natürlich gewisse, ja, es sind schon einige Fragestellungen zu klären. Unabhängig davon, wenn wir jetzt nicht an diesem 31. spielen sollten, was wir nicht glauben, wir wollen da spielen, dann sind die Spieler bei den Nationalmannschaften direkt weg. Also wir können denen gar keinen Urlaub geben vor der Club-WM. Die sind relativ schnell in ihrer FIFA-Abstellungsperiode und die müssen sie auch wahrnehmen. Und wenn sie dann zurückkommen, dann werden wir sehr zügig nach Amerika gehen und werden dann unser Turnier spielen. Aber es geht natürlich geht um Kaderplanung, es geht darum, wie gehen wir mit den Leihspielern um. Also es gibt schon viele, viele Themen, die es zu klären gibt, aber das ist jetzt eigentlich nicht präsent für
für Winnie, sondern es ist im Grunde für Christoph und für mich im Hintergrund, die Dinge vorbereiten, die Dinge planen. Es wird sehr, sehr kompliziert werden, weil wir eben, wie gesagt, Länderspiele haben. Wir haben dann die Club-WM, wir kommen dann zurück und haben 4 Wochen, also wenn wir da jetzt mal ans Finale denken, auch das ist bei uns in einem Zeitplan geplant, 13. Juli. Danach hast du 4 Wochen später dann Supercup und Bundesliga, also da gilt schon sehr, sehr genau zu planen, auch sehr, sehr genau mit dem Kader umzugehen. Man hatte die Möglichkeit, bei der Club-WM im größeren Kader hinzugehen. Also ich meine, bis 32 darf die letzte Liste sein, 32 oder 35. Und da muss man schon schauen, dass man auch mit einer größeren Gruppe rübergeht, weil das zu managen und nach dem Turnier ist ja nicht Ende, sondern dann geht ja eigentlich die neue Bundesliga-Saison wieder los. Das ist schon eine große Aufgabe, die wir alle zusammen... 4 Wochen. Und da musst du den Spielern erstmal... sehr wahrscheinlich mindestens 2 Wochen Urlaub geben. Das heißt, dann hast du maximal 2 Wochen Vorbereitung. Also, ja, wild. Bin ich auch sehr gespannt, wie man das umsetzt. Aber ja, Mitleid müssen wir alle nicht haben, Leute. Wir reden über Spieler, die 20, 25 Millionen Jahresgehalt fordern. Dann, dann ist das so. Dann müssen sie mit 2 Wochen Urlaub oder 1 Woche Urlaub klarkommen und dann eine Club-WM spielen. Aber die Kohle muss auch reingeholt werden, die sie gerne in den Arsch geschoben haben wollen, ne? Zusammen leisten müssen und dann zusammensitzen müssen und planen müssen. Also die Fragen stellen wir uns, die Fragen versuchen wir für uns bestmöglich zu beantworten, um dann eben jedes Turnier, jeden Wettbewerb bis zum letzten Tag spielen zu dürfen und zu können. Eine letzte Frage bitte, ja. Sophie Affelt, Sport 1, Frage an Herrn Kompanie. Ein Spieler, der aktuell auch ein bisschen frustriert scheint, ist Leroy Sané. Das hat man auch nach dem Champions League-Spiel gesehen, als er... Oh, der Arme. Ist er frustriert? Ja, dann sollte er vielleicht mal Leistung bringen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so frustriert. Ja. Mit der Mannschaft zwar in der Kurve stand, aber da auch nicht so aktiv mitgefeiert hat, vielleicht wie seine Mannschaftskollegen. Wie viel Verständnis haben Sie als Ex-Spieler auch für diesen Frust aktuell, auch mit der Aktion gegen Bochum beispielsweise, auch gegen den Schiri? Und wie erleben Sie ihn aktuell im Alltag auch? Merkt man den Frust da auch so merklich? Danke. I've known Leroy for so long. It only looks like this. It's fine, honestly. And like I said, if you go back and look at his games as a 10-year-old or as a young player at Schalke, you'll probably find the same images. But in the end, the next day or the same evening, he's laughing, he's part of the team. If we focus on this, it will keep coming back for my time, here and our time together. So most important thing I can tell you is absolutely fine. Wunderbar. Vielen Dank, Winnie. Danke, Max. Danke. Bis morgen in Berlin. Selber. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen wild, dass der so gar nicht in Frage gestellt wird. War ja auch schon unter Tuchel so, hat ja auch seine extra Würste da drehen dürfen, machen und tun. Und ja, wie gesagt, das mit dem Schiri, gehört sich nicht, muss man nicht überbewerten. Haben wir im Stream drüber gesprochen, ihr kennt meine Meinung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich Max Eberls Gesicht gerade nochmal sehe, das spricht Bände. Muss man natürlich nicht öffentlich irgendwie eine Ansage machen, aber intern sollte man lieber schon mal die eine oder andere Ansage vielleicht mal machen. Aber vielleicht schenkt man sich das einfach auch und wenn der Vertrag nicht verlängert wird, ist auch alles fein in meinen Augen. Weil die 5 Jahre, die er jetzt da war, das trifft es am besten. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt ein schönes Wochenende und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.